Hallo und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir haben die wunderbare Stadt hier bestiegen und stehen jetzt vor der Tür zum Boss. Aber bevor wir zum Boss gehen, wollte ich hier noch geschwind etwas euch zeigen. Und zwar haben wir im letzten Part... Ups. Das wollte ich eigentlich wollen. Haben wir im letzten Part ja die Larven gesehen. Von diesen Fleugen. Und wenn man den Talisman hier liest, was ich zufällig gemacht habe zwischen dem Part, da steht da, es gibt so eine Art Pestfleugenkrankheit, die die Menschen infiziert. Und dann Metamorphose einsetzt, dann werden sie auch zu diesen komischen Fleugenviechern. Und ja, ist die Theorie, die ich aufgestellt habe, letztes Mal richtig gesehen. Also, sie sind schon ausgeschlüpft, sie tun nicht noch, sich noch verpuppen. Aber ausrüsten möchte ich eigentlich den Blitz-Talisman so besser. Ja, ich weiss, was schon für einen Boss kommt und der ist nicht ganz einfach. Aber ja, wir schauen mal, wie es läuft. Dann gehen wir mal in den Kampf, ja. O horn-decked beast from higher sphere delivered, take root inside the tower's sculpted keepers, and perched within, we beg of thee, rise. Dance and kavod, cleanse all and all wit, cruelty, woe, and those who plague the tower. Cleanse away the strumpet's vile progeny. Ja, wirklich gut Schaden machen wir nicht.
Na. Aber ist gar nicht so schlecht gelaufen. Ja, der Leu hat so verschiedene Phasen. Ne? Mit verschiedenen Elementen. Ich habe das Gefühl, die Blitzphase ist auch fast die gefährlichste. Mit den Blitzen, die da durch von Wabel und überall herkommen. Und für was der Kampf auch berühmt ist die Kamera. Ja, die Kamera ist gar nicht gut in diesem Kampf. Und es gibt auch andere Kämpfe, wo die Kamera nicht unbedingt so gut ist in diesem Spiel, aber dort habe ich irgendwie so wie der Rhythmus aussendig. Da weiss ich genau, jetzt muss ich umputzen, jetzt passiert mir nichts. Aber bei diesem Kampf keine Chance, oder ich habe es immer nicht. Darum ist, glaube ich, auch ein bisschen das Geheimnis. Ui. Dass man ein bisschen wegbleibt von ihm. Ah. Na.
Oh. Nochmal. Was bei dem Kampf auch nicht so toll ist, sind die vielen Framerate-Einbrüche, weil man merkt schon. Normalerweise bin ich aber so im Kampf fokussiert, dass ich das gar nicht so schlimm merke, aber bei dem mal merkt man das. Ah. Und der Platz ist eben auch recht eng. Für das er einem immer so gegen hinten drückt, muss man mega aufpassen, dass man nicht an die Wand kommt. Ja, ich muss mehr Abstand halten. Nein! Ja, das war ein kurzer Versuch gewesen. Aber netterweise ist gerade Gnade nebendran.
Ja, die Kamera. Ja, der erste Versuch war immer noch der beste gewesen. Nein. Ja, er hat vor allem auch irgendwie ein mega schweres Timing zum Ausweichen, oder? Aber für mich ist es schwer.
Ja, heilen tut er sich natürlich auch, wenn er einen beißt. Ui. Ja, wäre cool, wenn ich mal wieder könnte, mehr als 10 Sekunden überleben. Ja, ich glaube, ich tue da mal die Freie rufen, wenn man doch das schon kann. Wieso nicht? Vielleicht hat ja die eine super Waffe gegen das Viech.
Sogar mal gestanzt. Geschafft. Okay. Wir bekommen sie sicher. Seine wunderschöne Maske. Ich weiß gar nicht, wie viele Seelen haben wir bekommen. Okay. Ja, geht noch grad so. Ja, das ist eben auch irgendwie schon nicht so ganz cool. Irgendwie. Das ist schon machbar alleine, aber irgendwie. Schon recht anspruchsvoll. Und wenn man erst sobald man irgendwie eine Beschwörung hat oder irgendetwas, dann macht es zack, bumm, fertig, schon besiegt. Also. Irgendwie hätte ich da lieber so ein bisschen mehr das Mittelding. Und wir machen das grosse Tor auf und das führt uns nicht zum Baum, aber zu einer schönen Aussicht auf den Baum. Ja, dort hat es jetzt ein weißes leuchtendes Ding, keine Ahnung was das ist. Und die Schleierfäden. Jetzt ist sie da irgendwie von ihrer Spitze runter. Was sagst du? Ja. Nachricht vom Schattenturm. Vom Schatten versiegelt auf
verschleiert. Ja, lassen wir doch mal die Nachricht. Ich finde das wirklich super, dass man da immer gerade das Neueste hat. Nachricht von Leda. Aha. Ja, der Michela scheint in diesem Turm zu sein und das ist auch der Turm, der irgendwie zur Göttlichkeit führt. Aber offenbar ist es noch eine Sackgasse. Sie geht jetzt eher der Kreuz im Osten nach. Ja, hier sind wir so richtig über der Welt, über der Woche. Sieht man nur noch... Ja, dort hat es noch ein bisschen grünes Zeug. Das ist der Baum. Und der Berg, den man schon von Anfang an gesehen hat. Sonst ist alles unter der Woche verdeckt. Und zum Glück bin ich hier runtergelaufen, weil das hat man irgendwie vorher gar nicht gesehen. Noch eine verehrte Geisterasche. Machen wir den Lift wieder runter, weil es hat oben kein Feuer und... Dann müssen wir das nächste Mal nicht den Lift rufen, ist doch auch schön. Oder? Nein, warte, ich habe eine andere Idee. Ich will mal unter den Lift schauen. Auch mit dem Schlangenmuster, aber nein, nichts, schade. Ja, in dem Fall haben wir die Stadt bis jetzt so weit abgeschlossen. Und dann machen wir doch im nächsten Part weiter. Bis dann, merci und tschüss.